Bei Demolition geht es um den Davis Mitchell, der ganz am Anfang jetzt von dieser Geschichte, wo wir einsteigen, seine Frau bei einem Autounfall auf tragische Art und Weise verliert. Und er merkt dann eigentlich nach dem Tod von seiner Frau, dass er mit seinen Mitmenschen und mit ihrem Schwiegervater und so nicht wirklich ehrlich war und fängt dann an, sprichwörtlich und wortwörtlich die Fassaden abzureißen. Demolition hat mir gefallen. Ich finde, Demolition ist ein guter Film, aber jetzt nichts Grossartiges, durchaus kein Meisterwerk, aber ein guter Film. Es gibt eigentlich extrem wenig zu bemängeln, weil es ist vieles wirklich gut am Film. Einerseits sind das einmal die Schauspieler, vor allem der Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Der macht in letzter Zeit eigentlich nur gute Filme mit Nightcrawler, mit Enemy, mit Prisoners, mit Southpaw. Da hat er wirklich in letzter Zeit ein paar extrem gute Projekte ausgewählt und auch da kann er wieder, sticht er einfach wieder aus der Masse raus. Also Masse sind nicht ein Haufen Schauspieler, aber er sticht wirklich wieder extrem raus. Also für seinen Co-Star Naomi Watts ist wirklich gut. Sie kommt relativ spät erst in den Film rein, vergleichsweise. Und ein paar von ihren Charaktereigenschaften und Charaktereigenheiten, die scheinen einmal nicht so durch, wie das, was erzählt wird. Also es wird nicht immer so weitergegeben, was erzählt wird. Aber das ist ein kleines Detail, weil gespielt ist wirklich extrem gut von ihr. Also ein kleines Highlight für mich war der Judah Lewis, der auch eher spät in den Film kommt. Er spielt den Sohn von der Naomi Watts, ihrer Figur. Und das ist ganz ein gespässiges Kind, so ein bisschen der Ausgeschlossene in der Gesellschaft, weil er ist komisch, er weiss extrem viel. Aber er wird nicht wirklich akzeptiert bei sich in der Klasse und merkt auch, dass er selber vielleicht ein bisschen speziell ist oder ein bisschen anders in gewissen Belangen. Und er spielt extrem gut. Er und der Jake Gyllenhaal funktionieren mega gut in dieser sehr konventionelle Freundschaft, die dort entsteht. Das habe ich echt cool gefunden. Auch der Rest vom ganzen Cast ist wirklich super gut besetzt, also dort gibt es gar nichts zu bemängeln. Und der Film profitiert auch von einem extrem guten Drehbuch, toll geschriebene Dialoge, gut geschriebene Figuren, einfach allesamt. Wie merkt man das? Das ist eigentlich, die Handlung nimmt sich extrem viel Zeit für das, was sie erzählen will. Und am Schluss funktioniert das auch ganz. Und es ist immer interessant, obwohl nicht viel passiert. Und ich bin vor allem erstaunt, dass der Film vor allem in der zweiten Hälfte viel lustiger war, als ich gedacht habe. Es hat ein paar extrem komische Momente, vor allem dann mit dem Jake Gyllenhaal und dem Judah Lewis, seine Figuren, die zwei, was die aber so zusammen machen, ist verdammt skurril. Aber ich habe es echt lustig gefunden. Es hat ein paar super gute, lustige Szenen und es switcht aber dann auch ziemlich rassig wieder zu einem Drama. Also es ist in erster Linie ein Drama mit lustigen Szenen drin. Und er ist auch technisch gelungen, er ist gut gefilmt, er hat eine gute Musikwahl im Hintergrund, er ist teilweise sehr spannend geschnitten, hat sehr coole Szenenübergänge. Aber ich weiss echt nicht, was ich Negatives gross sagen über Demolition. Er ist wahrscheinlich nicht für alle geeignet, weil es ist ein eher langsamer Film, mit wenig Figuren, mit kaum Action, eigentlich mit viel auch Montageszenen, sprich Szenen, wo eigentlich nichts passiert, wo niemand etwas sagt. Und es hat auch keine eben verrückte Action-Szenen oder so, oder irgendeinen crazy Twist, irgendeine Wendung am Schluss, was heisst, hey, der Jake Gyllenhaal ist in Wirklichkeit das Huhn, oder was weiß ich. Das gibt's alles irgendwie nicht. Und ja, aber ich weiss wirklich nicht, was ich negativ sonst soll sagen über Demolition. Demolition hat mir sehr gut gefallen. Ich bin erstaunt gewesen, weil ich habe so ein bisschen Gemischtes gehört über den. Mir hat er gut gefallen. Ich habe gefunden, er ist sehr gut geschrieben, er ist sehr gut gespielt, er hat gute Dialoge, er hat eine interessante Geschichte, wo man noch ein bisschen Sachen im übertreiten Sinn kann verstehen. Er lässt sich Zeit zum Figuren einführen und das könnte vielleicht so ein bisschen nicht gefallen, weil es eher ein langsamer Film ist und nicht der Haufen passiert und kaum Action oder so hat. Darum empfehle ich Demolition durchaus. Mir hat Demolition, wie gesagt, eigentlich gut gefallen. Er ist jetzt kein Meisterwerk oder so, aber er hat eben gute Sachen, ist wirklich ein interessanter Film. Das Kino war leer gewesen, wo ich gesehen habe drin. Da hat sonst irgendwie scheint niemand schauen, was ich extrem schade finde. Ja, vielleicht schaut dann ja mal noch jemand auf meine Empfehlung. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.